im Innern der Pampelmuse. Wenig später schießt der Raumgleiter auf die Pampelmuse zu. Oskar ist vom Maschinenraum zur Brücke gewechselt und nimmt Kokosnuss Platz ein. Kokosnuss hat den Helm mit Düsenantrieb angezogen und betritt die Schleuse zum Ausgang. Über den Bordfunk meldet Mathilda: Die Pampelmuse hat uns bemerkt. Auf dem Hauptbildschirm sehen sie den riesigen Sauger. »Oh je«, murmelt Oskar, »das sieht gar nicht gut aus.« »Tarnkappe aktivieren«, sagt Bobby. »Kokosnuss abdocken. Ab jetzt absolute Stille.« Kokosnuss öffnet die Außentür. Vor Aufregung kribbelt es in seinem Drachenbauch wie 1000 Ameisen. Vor ihm liegt der Weltraum. Er schaltet den Düsenantrieb ein und schwebt hinaus. Hier herrscht völlige Schwerelosigkeit und er fühlt sich ganz leicht. Doch plötzlich kommt er sich winzig und verloren vor in den unendlichen Weiten des Universums. Da, jetzt ist der Raumgleiter hinter ihm unsichtbar. Mathilda hat die Tarnkappe aktiviert und dort vor ihm das riesige Saugrohr. Es bewegt sich hin und her, als wüsste es nicht wohin. Es sieht aus wie ein gigantischer Wurm mit einem offenen Maul. Kokosnuss läuft ein Schauer über den Rücken. Er düst vom Raumgleiter weg. Hoffentlich klappt mein Plan, denkt der kleine Drache. Jetzt hat er doch ein wenig Angst. Was, wenn die Papelonen ihn gar nicht bemerken? In diesem Moment erfasst ihn ein mächtiger Saugstrom. Kokosnuss wird in das Saugrohr hineingezogen, immer schneller und schneller, genau wie er es geplant hat. »Kokosnuss, kommen«, meldet sich Bobby über Funk. »Du musst mit den Düsen gegen den Saugstrom anfliegen, sonst zerschellst du im Innern des Asteroiden.« »Roger«, antwortet Kokosnuss. Er legt sich mit den Füßen voran in den Saugstrom und bremst mit den Feuerdüsen. Zur gleichen Zeit, als Kokosnuss im riesigen Schlauch des Planeten Pampelmuse verschwindet, bewegt sich der unsichtbare Raumgleiter auf die andere Seite des Asteroiden. »Es klappt«, flüstert Mathilda und setzt zur Landung an. »Die Pampelonen sind abgelenkt, tatsächlich.« Kokosnuss' Düsen bremsen zwar etwas, doch er rast noch sehr schnell durch den Schlauch. Der kleine Drache schaut nach vorn. »Vielleicht kann ich sehen, wo es hingeht«, denkt er. »Wie es wohl aussieht im Innern des Asteroiden. Werde ich den Computer finden?« In diesem Augenblick rauscht er krawusch in einen riesigen, weichen Berg von Pflaumen und Blättern hinein. Glück gehabt. Er stellt die Düsen ab. Es ist dunkel und von irgendwoher dringt das Rumoren von Maschinen. Die Müllanlage, denkt Kokosnuss. Bloß weg von hier. Mühsam kämpft er sich aus dem Pflaumenblätterberg heraus. Da hört er Mathildas Stimme über Funk flüstern. »Kokosnuss, wir sind auf der Pampelmuse gelandet, mit Tarnkappe. Bist du in Ordnung?« »Alles Paletti«, antwortet Kokosnuss. »Empfängst du mein Signal?« Mathilda sieht Kokosnuss' Sendesignal auf ihrem Bildschirm. »Klar und deutlich«, sagt das Stachelschwein. »Du musst jetzt die Tür zum Hauptflur finden. Nimm dich in Acht vor den Pampelonen«, sagt sie. »Es sind kleine, kugelige Roboter. Sie werden bestimmt auf jeden Eindringling schießen«, sagt Bobby. Oh«, sagt Kokosnuss. Womit schießen die denn?«
Mit Pampelklöpsen. Pampel was? Meldet sich Oskar. Mit Pampelklöpsen, wiederholt Bobby. Die stellen sie aus dem Müll her. Pampelklöpse sind grün und klebrig. Sie können deine Antriebsdüsen verkleben. Oh, sagt Kokosnuss. Okay, ich pass auf. Nachdem der kleine Drache die Tür gefunden hat, leitet Mathilda ihn über Funk durch viele Flure bis in das Innere des Planeten. Er hat Glück, denn kein einziger Pampelone kreuzt seinen Weg. Wenig später steht er vor dem zentralen Computer der grünen Pampelmuse. Pampelonen kommen. Kokosnuss blickt auf den Bildschirm. Da ist ein Plan mit vielen Räumen und Gängen. In der Mitte ist ein roter Punkt und ich sehe einen grünen Punkt, der sich auf den roten Punkt zubewegt. Der rote Punkt bist du, erklärt Bobby. Der grüne Punkt ist ein Pampelone. Oh, sagt Kokosnuss und blickt sich um. Du musst dich beeilen, ruft Mathilda. Der ist gleich bei dir. Oskar blickt durch ein Fenster und sagt, da draußen fliegen wieder diese Pampelbohnen herum. Oh nein, ruft Mathilda, die suchen uns. Den Raumgleiter können sie nicht sehen, sagt Bobby. Aber sie orten das Funksignal. Ich lenke sie mit dem Sternenflitzer ab. Der Papellaner flitzt in untere Deck, springt in den Sternenflitzer und startet. Kaum fliegt er aus dem Raumgleiter heraus, wird er sichtbar. »Bobby«, ruft Mathilda, »die Pampelonen verfolgen dich!« »Ich kann zwar nicht gut landen«, sagt Bobby über Funk, »aber im Sternenflitzerflug bin ich Klassenbester.« Der Papellaner zischt im Zickzack über die Oberfläche der grünen Pampelmuse hinweg, dicht gefolgt von mehreren Raumjets der Pampelonen. Da meldet sich Kokosnuss. »Was soll ich jetzt mit diesem Computer machen?« Mathilda wendet sich wieder ihrem Bildschirm zu. »Geh in das Menü Einstellungen.« Kokosnuss berührt das Symbol für Einstellungen auf dem Bildschirm. »Oh, auweia, jetzt erscheinen lauter Symbole und Wörter.« »Ruhig bleiben«, sagt Mathilda. In diesem Moment hört Kokosnuss ein zischendes Geräusch. Die Tür. Der kleine Drache wendet sich um und erschrickt. Ein kugelförmiger Roboter schwebt in den Raum und stellt sich bedrohlich vor Kokosnuss auf. Der Pampelone. Er ist etwas kleiner als Kokosnuss, hat metallene Arme und Greifer, kleine Knopfaugen und anstelle eines Mundes bunte Lämpchen. »Der Pampelone ist hier«, flüstert Kokosnuss. »Und er sieht nicht freundlich aus. Was soll ich machen?« »Hau ihm eins auf die Birne«, ruft Oskar. »Bloß nicht«, warnt Mathilda. Der Pampelone nähert sich und sagt, »Kapappel, Knöcki, Pupu.« Ich heiße Kokosnuss«, sagt Kokosnuss. Der Pampelone schüttelt sich und sagt, »Hippidi Papa Knacki, die Razzipazzi.« »Razzipazzi klingt nicht gut«, meldet sich Oskar. »Papa Knacki aber auch nicht«, sagt Mathilda. Da fällt Kokosnuss etwas ein. Laut sagt er, »Pimpelpupp«. Der Pampelone weicht zurück und wiederholt, »Pimpelpupp«. Doch dann schüttelt er sich wieder und plötzlich fährt ein gebogenes Rohr aus seiner Oberseite. Die Öffnung zeigt auf Kokosnuss und der Pampelone ruft, »Schnippel die Pimpel, die Popoklatsch!«
Ich glaube, stottert Kokosnuss, der will auf mich schießen. Ich hab's, ruft Mathilda. Du musst den Computer über die Systemsteuerung neu konfigurieren. Das Passwort findest du an der Unterseite der Konsole. Dann drückst du 10 Sekunden lang den roten Knopf. Wie soll ich das denn machen? Kokosnuss ist verzweifelt. In diesem Moment schießt eine grüne, klebrige Masse aus dem Rohr des Pampelonen. Ein Pampelklops. Blitzschnell geht Kokosnuss in Deckung. Der Klops geht daneben. Doch der Pampelone feuert weitere Klöpse ab. Der kleine Drache düst kreuz und quer durch den Raum. Geschickt weicht er allen Klöpsen aus. »Ich komme nicht mehr an die Tastatur«, ruft er außer Atem. Da meldet sich Oskar. »Zieh doch einfach den Stecker raus!« »Aber«, erwidert Mathilda, »dann kann alles Mögliche passieren.« »Besser als die Klöpse«, ruft Kokosnuss und fliegt hinter den Computer. Der Pampelone schwebt wütend auf ihn zu. Sein Klöpse-Schießrohr richtet sich auf den kleinen Drachen. Im selben Augenblick zieht Kokosnuss den Hauptstecker.